ich soll nicht mal vielmals merci, dass kommen sieht für das Pressekonferenz über den Kreuzbiersch. Ich wollte vielleicht denke ganz kurz Leid vorstellen, aber mir schon ganzen Wege machen an dem Dossier heim, die kennt Leute aber vielleicht noch nicht alle Guten. Also ganz links ist ein Tom Pauli von der Personaldelegation, Daniela Willems, auch Personaldelegatin Kreuzbiersch. Dann ist der Gag Wittbach, Zentralsekretär vom Syndikat Gesundheit und Sozialwesen. Mengeriert aus der Joël Delvo vom Departement des Travailleurs Handicapés vom Mogibel auch. A ganz rietbausen aus Nermano Pierini, Personaldelegierte von den Foyer vom Kreuzbiersch, also vom Logement. Gut, schon wieder gesagt, wir sind einen weiten Weg schon gegangen im Kreuzbiersch. Das schon ein paar Mal gesagt gehen. Ich wollte aber vielleicht einen kurzen Rückblick machen, zurückkommen für die Fakten richtig zu kreieren und einen kleinen Rückblick zu machen über alles, was schon geschieht ist. Also muss ich sagen, das hat ganz für rund 2 Jahre angegangen ist, wo ich leider in einer Ruhe getreten sind an uns konfrontiert mit Doléances, mit Situationen, wo sie gesagt haben, okay, das kann nicht sein. Wir hatten da schon direkt, wo wir mit graven Sanktionen, Avertissement, Entretien préalable konfrontiert sind, wo ich auch noch am Detail drüber gehen. Aber so ist das ganz eigentlich gegangen. Das wird über die Wochen am Ende, die kommen sind, das sich immer akkumuliert, da lösen den natürlich da. Ich meine, von unserer Seite aus, respektive vom Syndikat, vom Berufssyndikat, genauso wie beim Joël, was Departement des Travailleurs Handicapés geht, erkennen die dann ein bisschen Muster dran und erkennen ein bisschen, wo die Doléances hier kommen und probieren noch darauf zu reagieren. Natürlich probieren wir darauf zu reagieren über das Personaldelegierten, die immer den Sozialdialog sichern, die immer den Kontakt sichern und immer probieren, auf die Einzelsituationen anzugehen. Was die individuellen Dossiers angeht, haben wir auch vom OGBL aus reagiert, haben wir auch gewirrt gegen Situationen, die nicht korrekt waren, die nicht richtig aufgelaufen sind. Und so sind wir am Anfang zweispurig schon mal probiert, den Dialog zu sichern und da eine Atmosphäre im Kreuzbiersch am Anfang zu behalten, respektive Romansphären, die vivabel ist für die Leute, wo dem Kreuzbiersch gerecht wird, am Anfang seine Statuten nur, seine soziale Mission nur. Das ist aber so weit gegangen, dass am Anfang immer Mail-Leute sich gemeldet haben, immer Mail-Leute dabei gekommen sind, immer sogar Reunionen, die wir wollten an einem kleinen Kader, wo wir wollten Situationen beschreiben, aber einmal, das war nach 4 Corona, das kann ich sich schon bald nicht vorstellen, wo wir dann aber einmal da sitzen mit 30, 40 Leuten an einem Rahmen, die alle gesagt haben, ich will gerne mitkommen, ich will gerne über meine Situation schwätzen, ich habe ganz schlimme Sachen erlebt im Kreuzberg und das muss abhalten und ich will das gerne nach Bause gehen. Voilà, das ist so weit gegangen, oder respektiv Schema war das immer, wenn wir interveniert tun, da nur Mail kommen sind, und gesagt, die Situation hat sich noch verschlimmert. Da sind da systematisch Leute unter Druck gesagt, das ist aber auch ein Druck, den wir am Niveau von der Personaldelegation gespürt haben, am Niveau von einem Sozialdialog, den immer mehr boykottiert ging, den immer mehr echt geholt ging, und den immer mehr an den Ecke drängt ging, lassen wir mal so. Bis auf den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, so kann es nicht weitergehen. Wir zählen den Alarm, und wir so bis dahin an Logitur. Wir brauchen wirklich einen Richtungswechsel Kreuzberg. Und das war im März des Jahres, wo wir in der Verwaltungsrat getreten sind. Wir sind im März mit der Verwaltungsrat kontaktiert, für zu sagen, es ging Graf Müssten, über die muss geschmarrt gehen, die man müssen diskutieren mit dem Verwaltungsrat, dass all die anderen Pisten, die man probiert tun, am Anfang nicht gefordert tun, weil sie immer blockiert sind, sie von einer Direktion Kreuzberg, aber dadurch die Schritt in den Verwaltungsrat gemacht haben. Ganz konkret die Fakten zur Summe gedrohen, und wir haben immer gesagt, es gibt ein Dossier von 400 Seiten, das heißt, die ganzen Situationen, von denen wir bis in Erkenntnis hatten, die wir zur Summe gedrohen haben effektiv ganzen Dossier ergeben. Natürlich wird ein Dossier bestanden aus Situationen von Leuten, die gesagt haben, ich bin d'accord, dass sie über meine Situation geschwärzt wird, weil es waren viele Leute, die Angst hatten, noch für überhaupt den Schritt zu machen. Und muss ich sagen, den Dossier, den ist, da sind Sachen dran, die man auch nachweisen können. Da sind Pièces à l'appui, da sind Beweise an dem Dossier dran, da sind Schriftstecker dran, die am Anfang die Situationen belegen.
Den Dossier haben wir am Juni dem Verwaltungsrat übermittelt gehen an den Ass am Juli, dann, wo man vom Verwaltungsrat invitiert gesehen für den Dossier zu präsentieren, dass man so beschwert gehen, physisch beschwert gehen. Dann, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dann war Funkstile von der anderen Seite, weil da ist immens schockiert wird, weil den Dossier wirklich geprägt ist am Anfang von einer Gravität an viel ganz schockante Situationen dran behandelt werden. Du war Funkstile eine lange Zeit, wir verstehen natürlich bei der Seite, dass du ein Verwaltungsrat sagst, okay, wir müssen die Situation mal analysieren, wir müssen auch eine Direktion auf die fehlende ausschwätzen und dann muss man weitermachen. Dass das aber so lange dauert, das kann nicht sein. Das heißt, du hast 3 Monate lang auf eine Reaktion gewartet. An den 3 Monaten sind wir aber immer konfrontiert mit Leuten, die haben gesagt, naja, schon, just für Beispiel, das sind Leute, die nur 30 Jahre, wo sie im Kreuzberg geschafft haben, gesagt haben, ich kann nicht, weil ich die Situation nicht mehr packen, weil ich das nicht mehr kann. An dem Sommer sind nachher 2 oder 3 Leute, ich weiß nicht genau, fortgegangen vom Kreuzberg. Es sind immer mehr Leute am Anfang, die auf einer Matte tun, dass ihnen nur gelauscht hat, es sind immer mehr Leute an Haut nach unheils Ruhe getrödet und dann heißt gesagt, Herr Lauscht, ich will auch etwas dazu sagen, schon auch eine Situation, die ich will beschreiben. Wir sind nie gegangen, wir haben eine Brief an den Verwaltungsrat gemacht. Wir haben nachher dem Verwaltungsrat gesagt, wir brauchen konkret Lesungsgesetz. Die hat Zeit bis ein gewisses Datum, nur dem Datum werden wir an der Wehr anschlagen, ne? Wird man natürlich auch an den Presko an einer gewerkschaftlichen Aktionen lancieren. Der Verwaltungsrat hat darauf sind nach immer keine Lebenszeichen für sich gehen. Wir haben ein Plenum organisiert, wo wir an verschiedenen Durchgängen müssen machen. Corona-technisch war das nicht möglich, weil wir den Saal nicht konnten so aménagieren, dass so viele Leute vorangehen, wenn sie mal ein paar Durchgänge machen, wir wo rund 100 Leute teilgeholt haben von den Salarien vom Kreuzberg. Du sind auch noch ein paar Leute gewesen, die sich manifestiert haben, die gesagt haben, ich will auch Luna Abslaski, ich will über eine ganz schlimme Situation schwätzen, die ich erlebt. Und du sind auch immer mehr Leute, muss ich sagen, am Anfang hat es ein bisschen ausgesehen, wie wenn den Dossier ein bisschen Richtung Atelier Kreuzberg gerichtet für mich. Es sind immer mehr Leute, noch ob denen 2 Pläne mittlerweile, die wir schon gemacht haben, sind immer mehr Stimmen aus den Freien, die sagen, kommt an Feuern, ja, ist genauso schlimm, das ganz furchtbare Situationen an Feuern, die wir matt machen, und wir wollen darüber schwätzen. Durch man hast du Personaldelegation vom Logement Kreuzberg, hast du auch drauf, auf denen Dossien, auf denen Situationen, und wir schaffen das zusammen. Ich meine, das ist ein großer Betrieb. Ne? Wenn das nur so durchgestaltet ist, wie wenn die Probleme auf einer Seite bestehen und auf der anderen Seite nicht, dann ist das einfach manifest, man nicht wo, an denen du mit den Leuten schwätzt, den gesagt hat auch relativ schnell. Der tut sich schon abgespitzt, den echt Stellungnahme vom Verwaltungsraum kommen dann rund, wenn er mehr zählt, wo man sie die Eichkehr konfrontiert und rund 7 Monate, nachdem sie die Eichkehr gewürgt sie von uns, dass es Probleme gibt im Kreuzberg. 7 Monate, wo man nicht von ihnen nähern, und nur 7 Monate, wo man Pièce à l'appui, wo man Mattbeweisstecker ihnen so konfrontiert haben, beim Juni, für ganz korrekt zu bleiben, Juni, wo man sie dann mit einem Dossier, mit knallharten Fakten konfrontiert. Also seitdem war Funkstille an der Krämer 7 Monate nur dem ersten Kontakt, Krämer da gesagt, oh, schau gehen wir mal hin, also analysieren wir mal die Situation. Schau gehen wir mal hin, also fragen wir mal, dass ein Externe könnt, den dann mal guckt, was da überhaupt los ist. Wir haben direkt gesagt, der Toten kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir so lange diskutieren, dass wir so lange auf die Missstände hinweisen, dass so lange nichts geschieht. Dann werde ich anhand von ganz konkreten Beispielen weisen, dass das Sicherheit von den Leuten eine Gefahr ist, weil einfach nicht reagiert wird, weder von einer Direktion noch von einem Verwaltungsrat. Am September sind die Leute auf die Straße gegangen. Wir hatten rund 200 Leute, eigentlich Kraft geschaut, Kreuzberg, die auf die Straße gegangen sind, für zu suchen, wir machen das Spielchen eine Matt, wir lassen also nicht hinhalten, wir haben alles auf den Tisch gelegt, wir haben alles gesucht, und das ist der Moment für Nägel mit Köpfen zu machen, aber für wirklich eine Richtungsfesselung im Kreuzberg und zu gehen, für können die Probleme aus der Welt zu schaffen. Wir sind immer offen für Sozialdialog, für nur zu gucken. Ich meine, wenn ein Problem nicht als ich umgeht und der Wurzel und nicht aus der Welt schafft, dann wird doch nicht wert zu dialogieren, weil ihr will weitermachen. Das heißt, ich muss hingehen und dann muss ich sagen, okay, komm, wir schaffen die Probleme aus der Welt und dann dialogieren wir darüber, wie wir an eine Situation wollen kommen,
wo man immer gesucht, wo man wollen mehr Menschlichkeit, wo man wollen mehr Empathie, mehr die sozialen Missionen an den Vordergrund stellen Kreuzberg. Entretemps also so dass ich schon gesagt werden so dass man all da neue Leute tun die schreiben die Situationen Mattelen Témoignage Schriftstücke auch die Briefe machen diese persönlich auf der Hand schreiben und schreiben weil sei so ich will dass der tote gehört geht ich will dass der tote Matt du rauflässt. Auf der anderen Seite sind wir da gewohnt gehen an der Presse, dass eine Direktion reagiert hat auf ein Dossier, auf die Doléances, die die Leute noch Februar tun. Und das, was wir da hören, das wird just bestätigt von alles, was wir gesagt haben, nämlich, dass mit der Angst gespielt wird, dass die Leute Männer sehr gehen, sobald wir den Mund abtun, dass sie am Anfang direkt Angst gemacht kriegen, dass das negative Konsequenzen für sie hat. Und auf der anderen Seite eben noch, dass in der Welt mit voller Kraft gehen kann. Wir auch an der Presse immer gewohnt gehen, dass zu einer Verwaltungsrat zu den Doten aus so nicht zu so hat, wie wenn wir gewusst hätten, dass den Dossier in die Öffentlichkeit geraten, da wäre wahrscheinlich auch nicht geschrieben gehen. Da muss man sich mal bedenken, wenn das die ähnliche Aussage als die Verwaltungsrat, respektive Präsident vom Verwaltungsrat, dann zu denen Aussagen du möchtest an der Öffentlichkeit. Das heißt nicht die heftig Aussagen du vorgestellt oder du darauf reagiert, aber just gesagt, wenn wir gewusst hätten, dass sie nicht das gewohnt gehen, dann hätten wir es vielleicht auch nicht ausgedrängt. Voilà, wir denken lo haut, dass es in der Zeit ist, auch vielleicht ein bisschen konkret auf das Kontinu vom Dossier anzugehen, vielleicht verschiedene Situationen zu beschreiben aus dem Dossier. Weil es geht immer gesagt, wir schätzen von Mobbing, wir schätzen von Harcèlement, wir schätzen von Druck, von Menassen. Mit das oft immens schwer zu greifen. Ich will zu denen Sachen just so an mir, wenn wir Lohai über das Kontinu schwätzen. Also auf der einen Seite echt, wenn wir über das Kontinu schwätzen, auf der anderen Seite tut auch an der Invitation gesehen, weil wir über die nächsten Schritte schwätzen, die wir wollen tun. Zum Kontinu will ich just paar Sachen sagen. Also all diese Situationen, die man beschreiben, all die Situationen, die an dem Dossier sind, respektive in der Verwaltungsrat ruhgetröde sind, das sind Situationen, die Leute uns ruhgedrohen. Das sind Leute, die sind noch bei uns zukommen, die uns zu Eis gesagt, erleichtert, ich habe etwas Schlimmes erlebt oder schon eine Situation, die will ich, da will ich mich wehren und da wenn die Leute Eis kontaktieren. Ich will auch sagen, dass vielleicht nicht alles, was wir beschreiben, am initialen Dossier drauf war. Das leidet darunter, weil, wie ich für Druck gesagt habe, dass wir immer am neuen Doléance mitgedeelt kriegen, das ist aber trotzdem, und das betonen ich, wir schwätzen über keine Situationen, wo nicht der Verwaltungsrat schon mitgedeelt kriegt. Nur als im Piquet am September waren wir invitiert am Verwaltungsrat, wo wir auch eine Möglichkeit hatten, für neue Situationen, die noch nicht am initialen Dossier dran waren, für neue Situationen zu schildern. Das ist alles, was wir hier so in unserem Anfang im Verwaltungsrat bekannt. Man war man ja zwei Reprisen war man am Verwaltungsrat für genau auf die dort Missstände hinzuweisen. Ich will auch sagen, dass man aus Datenschutzgründen, ich meine, das kann ich erklären, das ist keine Überraschung, dass man kein Namen nennen werden, wie dass man einfach auf Situationen werden angehen, so wie sie durchgestaltet sind. Ich werde dann einen Deal machen über Salarieenkadron, der Joel wird dann noch, ich werde dem Joel noch Wort gehen, da muss man vielleicht gucken mit dem Mikro für den hier zu regeln. Der Joel wird dann Wort gehen für Salarié Handicapé, für Situationen zu beschreiben, die Salarien dann erlebt tun. Und da werde ich schon noch ein auf die nächsten Schritte angehen, die wir werden erholen. Eine Situation zum Beispiel, also sind lauter Beispiele, sind einfach Situationen herausgepickt von einem großen Dossier. Ne? Das wissen wir haben nicht nie abgehalten, immer von den 400 Seiten zu schätzen. Wir haben Einzelsituationen, die repräsentativ sind am Anfang für das Ganze, wo man es herausgeholt. Eine Situation, die also auch schon gleich vorgeschwärzt ging an der Presse, dass das Sicherheit von den Leuten. Bei mir so ein Sicherheit von den Leuten, das ja geformt, mit all das, die vergeht, dann wird das verschiedene Gründe für was mir dazu. Dann wird das auf der einen Seite Grund, weil man das schon ein paar Mal gesagt haben,
seit pur Main am ganze schon 14 Leute fortgegangen, der Tisch mir hun gut engagiert, qualifiziert, sozialpädagogisch ausgebildeten Personal, was nämlich da ist, was noch nicht ganz Saat ging, der Tisch das ganz Konstruktreizbier lebt, am Moment einfach nicht so wie es soll laufen, rein von der professionellen Kapazität hier, von der Main-d'oeuvre, von der Leute hier. Auf der anderen Seite aber auch, weil einfach keine Kommunikation noch du hast von den Leuten. Wenn mir so das kein Menschlichkeit du oder wenn mir so den 12 oder die soziale Mission steht nicht am Vordergrund oder 12 von den Leuten, von den Menschen mit einer Behinderung, da wennst du Situationen, wo man am Anfang denunzieren, wo man so ein ganz konkret Beispiel an der Serigraphie geht eine neue Maschine bestellt. Du gehst eine neue Maschine bestellt. Am Vierfeld als von Eiseleit pur mal darauf hingewiesen gehen, dass sozial edukativ Personal an den Prozess soll man da gebunden gehen, ne? Weil ja jeder irgendwie da liegt. Wenn man so, wir bestellen Maschinen, ob denen Encadrant, mit Encadré, mit Leuten mit einer Behinderung sollen schaffen können, dann zählt es nicht just, wie viele T-Shirts da am Dach können geprintet gehen. Dann zählt am Anfang, ob die Leute die Maschine können benutzen, ob Sicherheit garantiert das, ob ihnen das kann Liga erklären, wie autonom die Leute können damit schaffen, ob ihnen du kann Suivi machen, etc. etc. Wenn in der Etappe schon überspringt, dass die Leute können dann den Prozess mal haben, für die Maschinen zu bestellen und dadurch die Demande am Anfang, die auch um das Schlung regelmäßig ignoriert, da kommen wir in Situationen, wie man so haben, dann um eine Maschine durchstehen, die einen Schwenkarm hat, den ausführt, den auf der Hälfte vom Genick aus von denen Leuten, die an einem Rollstuhl sitzen. Die Maschine, die wird bis heute nicht benutzt, für Leute mit einer Behinderung, einfach weil sie ein ganz konkretes Sicherheitsrisiko durchstellen. Das sind Situationen, auf die mir aufmerksam gemacht. Immer über als Leute im Terrain, die responsabel sind, über Personaldelegation, aber auch am CA, wo man die Situationen angeschaut. Du hast nie darauf reagiert. Das heißt, wir haben da Maschine stehen, wo wirklich ganz konkret Sicherheit an Gesundheit von den Leuten Spiel schon ein enormes Sicherheitsrisiko durchstellen. Dann muss man sagen, ganz viele Situationen, ganz andere Situationen, einfach für die Kommunikation, für bei dem Thema von der Kommunikation zu bleiben, von dem Abbannen, von den professionellen, vom sozioedukativen Personal, wenn man so mir Situationen, wo ein Service zugemacht ist, zum Beispiel, wo die Responsable vom Service 2D für darüber Bescheid gesucht wurden, an die Behinderten Madame dementsprechend auch recht 2 bis 2D für darüber Bescheid gesucht wurden, dass ihre Service zugif gemacht haben. Dass du Leute mit einer Behinderung, Madame mit einer Behinderung einfach von Haut und Uhr an ein anderes Service gesagt gehen. Und dann Salarié Encadrant sich stugend validieren und aufmerksam machen wollen darauf, dass die Salarié Handicapé eine Präparationsphase brauchen für so wesentliche Wirsel operabisch. Und da kann es nur noch drüber gehen, die dann konfrontiert gehen mit ganz konkreten Sanktionen, mit Avertissement, die wir auch am Dossier haben. Wenn man du bleiben sozioedukativ Personal, was sich für Leute verlassen und will menschlich eben an soziopädagogisch können auf Situationen reagieren, dann haben wir eine andere Situation am Dossier gehabt, wo zum Beispiel et Rümere goufen, was Usus war am Kreuzbierg, für zu so, wenn eine Person Geburtstag hat, wir dann an der Pause mal zusammen ein Stück Kuchen essen und dann zusammen sich drinnen zu sitzen, an den Geburtstag während 10 Minuten zu feiern und dass ein gesungen wird, und dass die Leute alles Gutes gewünscht kriegen. Dann dürfen Trümmeren, dass das soll aufgeschafft gehen, dass die Geburtstag nicht mehr soll gefeiert gehen, und als Personal Encadrant am Anfang gesagt wird, okay, wenn das so ist, dann muss man darüber schwätzen, weil wir fanden das kein gut sagt. Das ist eine Geschichte, das ist immens wichtig für die Relation noch zwischen Encadrant und Encadré, das ist immens wichtig an dem soziopädagogischen Kader. Du hast gefragt gehen am Service, ob der Responsable das Thema da soll auf den Ordre du Jour setzen von einer Reunion mit der Direktion. Und darauf sind die Responsable auch ein Avertissement, das ist eine ganz formelle Sanktion, weil sie soi-disant die Leute abstöpseln, respektiv nicht kontrolliert hat, ob die Römere wo werden oder nicht. Dabei wollte die Person wirklich, also an der Hummer, alle Schriftstecker, mit all die E-Mails, die in der Nähe gegangen sind, mit alles, können wir nur weisen, dass die Person einfach nicht mehr wollte, darüber schwätzen, also und das ist wichtig für die Relation aufrechtzuerhalten, an dem auch Wert beizen muss. Ne? Wenn so nicht, die Avertissementen, da gibt dann nach eine ganze Reihe, wo man darüber schwätzen kann. Was kreiert das? Das kreiert eine Atmosphäre von der Angst. Das ist schon die Leute, die wollen sich ersetzen, die wollen sich ersetzen für die Mission, die sie sich gehen haben oder die sie
Rekruten Kreuzbier, die sich auch kennen, wo sie sich am Anfang für die Berufe da entschieden tun. Berufe, die immens viel Engagement fordern, Berufe, die viel Empathie fordern, viel, wo das relationell immens wichtig ist, am Anfang mit den zu betreibenden Personen, die sich am Anfang wollen in die Richtung ansetzen, aber was geschieht, sie formell sanktioniert. Sie kriegen Avertissement, schon für gesagt, Entretien Präalablen hat man Leute, die sind rausgeht gehen, und Leute, die sie für sich ausgegangen, weil sie einfach so einen Druck gespürt tun par rapport zu so Situationen, weil sie da einfach gesagt haben, ich fand in heimig Valeuren in ihrem, ich meine, das tut nicht mehr. Das heißt, alle Schüsse Echantillon. Ich kann auch vielleicht das oft mir einfach ich kann von enger Situation schwätzen, die ich selber Modell lief tun als Gewerkschaftler auch Kreuzbier. Ich bin kontaktiert gehen als Sekretär vom Syndikat Gesundheit der Sozialwesen von einer Person, die einen Brief kriegt, eine Konvokation für ein Entretien préalable au Licenciement. Das ist ganz klar ein Viergespräch von einer Entlosung, ein Entlosungsgespräch. Die Person muss wissen, die gesundheitliche Schwierigkeiten hat an einer Mesure von einem Reklassement war also als Ruhe getrödet, weil sie gesagt hat, ich traue mich nicht länger in das Gespräch zu gehen. Ich will eine Begleitung, das selbst was mir oft mache, von Mojibella als Membre, dass man so, okay, wir begleiten leider an die Gespräche. Da ich mal froh kannst da vier Stellen etwas was geschieht also etwas fast gemacht soll tun für was du gerufen ist die persönlich gesagt absolut nicht ich weiß gar nicht wie weit ich gerufen gehen ich weiß nicht was du soll mal reprochiert gehen ich weiß nicht wie weit ich ein Gespräch gerufen gehen für Lizenziment die muss ich feststellen wenn ihr Gesundheitsprobleme hört an einem Reklassement das an Kredit so brief dann in einer Situation wo ihn sich seine Existenz Gedanken möchte durch den Existenz engst se den sich mit mengegem Reklassement mit menger Krankheit we sich net ob ich mu darum Arbeitsmarsche eng Arbeit fannen so einfach ob ich lo muss an der Schulmarsch go ich wiss net war ich 4 geworfen kre die Person die war iwwer deg woch an dem Glave gelos gin du fliest du raus an der könnte ich feststellen wat der psychologisch auch mischt mat Leid wobei die absolut net wisse wie ihr Existenz nur kind gesichert gin aufgrund von ihrer gesundheitlicher Verfassung da muss ich so ich will hein zu so an Erinnerung rufen, dass man über Kreuzbier schwätzen, über eine soziale Institution, die am mat Leid schafft, die körperlich behindert sind. Ich bin mal in das Gespräch gegangen und ich war schockiert. Ich gesagt schockiert als Gewerkschaftler, als professionellen Gewerkschaftler war schockiert über die Art und Weise, wie du verfolgen hast. Ob die froh, was dann eigentlich die Person 4 geworfen kriegt, gibt keine Antwort. Bis haut nach keine Antwort, weil Gott keine Antwort hat. Das heißt, die Person konnte einfach just gesagt, empfangen wäre nicht da, für 4 zu werfen, mehr aufgrund von einer Restrukturation von ihrem Service hat Direktion gerne, dass sie gewinnen schreiben, für ihre Horäre nun zu passen. Das heißt, empfangen den Horäre zu ändern. Ich muss wissen, dass im Kader von dem Reklassement, dass du navigiert vom Arbeitsdoktor, der ganz klar gesagt hat, die Person, die soll so schaffen und nicht anders, die soll Neues schaffen, aufgrund von ihrer Krankheit hat sie die Energie nicht, packt sie das nicht für Mittes zu schaffen an du wennst also rekommandiert vom Arbeitsdoktor gewirrscht schriftlich, dass die Person sollte mal schaffen. Die Person das sei irgendwo am Glave gelos gehen sie gibt rausfliehen. Die Person also an dem Glave gelos geht für dass du nur alles soll akzeptieren. Und die Person hat an dem Gespräch gesagt, du akzeptierst das, du unterschreibst das, geht nicht wie von dem Doktor oder du fliehst raus. Das ja der Weis vom Kreuzbier verfolgt. Da tun ich selber lief, da war ich selber dabei an dem Gespräch ich kann Datei bezeichnen allem schön auch Schriftstecker von dem Entretien Präalable auch Konsequenzen davon ich muss so wenn einer wie bei einer kranker Person wie von einem Doktor einfach ignoriert geht, weil das strukturell mehr Sinn soll für eine Direktion an die Person an einer Druck gesagt wird ganz konkret gesagt kriegt man nassen du fliehst raus wenn du das tot nicht akzeptierst aber wenn du schon nachher not raus für Apps du gehen zu erholen dann wir de Genre raus dann hast das schlimm und dann hast du ein Fotograf vom Employer und dann hast du ganz heftig ein ganz heftig Schien die in Direktion führt an der toten sitzt sich wie rote Furden durch die ganzen Dossier das Spiel mit der Angst, die Menassen, das an Hintergrundregeln von der Menschlichkeit, von der sozialen Mission, von der Direktion, an der Feierung von der Direktion, also am Anfang der rote Faden, den sich durch all die Situationen zieht. Ich will nicht zu lange, ich werde danach mechanisch, ich kenne ganz viele Situationen. Wir haben eine Person, die ein Avertissement kriegt, weil sie nicht reisen am Kader von ihrer Arbeit Kreuzbier
die wird in de Video gefrot für ein Ticket zum Beispiel den wird den ragehen an der Hu auch Beweise, dass eng Direktion konfirmiert wird, dass die Ticket könne bestalt gehen, die Ticket sind du bestalt gehen an du kurz die Person Avertissement, weil die Ticket du war die so am Nachhinein zu da war. Der Tisch eng Direktion, die akkordiert an der Notleit formell bestroft. So ein Avertissement kein Bagatell, ein Avertissement eng formell Sanktion am Arbeitsrecht. Der Tisch Leiit formell bestroft gehen, weil selbst genau was vier von der Direktion akkordiert wurde. Ein engmer der darin gehabt, die hat auch ein Entlosungsgespräch und die müssen nur dem Entlosungsgespräch, wenn der Ader weiß, wie das gefordert wird, dann schon nicht vier von Menge. Aus meinem Point de vue erklärt, wie ich so ein Entlosungsgespräch von der Direktion Kreuzbierg erlebt habe, mit die alte Person, die es zur Summe gebracht hat, oder aus der Ambulanz auf die Kreuzbierg kommen, für die Person hin und fortzufeiern. Das sind alles Sachen, von die Kreuzbierg schafft, an dir erlebt auch so Situationen, oder dir, egal ob da du, ich weiß nicht, Madame schon mit einer Behinderung sieht, oder Madame ohne Behinderung, die erlebt die Sachen, die sieht die Sachen bei ihren Arbeitskollegen. Das möchte, dass sie Angst tut, wieder zu schaffen. Das möchte, dass sie neues Angst tut, dass sie mit einer Bulle am Bauch auf der Arbeit geht, dass sie Angst tut, die kleinste Fehler zu machen, dass sie Angst tut, vielleicht zum falschen Moment das falsch zu suchen und dann entweder ein Avertissement zu kriegen oder du eiskalt rausgehen. Und da ist die Atmosphäre, da ist das, was wir denunzieren Kreuzbierg. Das ist der Mangel Menschlichkeit, den heute nicht mehr da ist. Und das hat für uns 2 Uhr angefangen, und kommt par hasard, als die neue Direktion seit 2 Uhr an pro Moment da. Und das ist die Schiene, die neue Direktion von Anfang an gefahren ist. Wir haben dann auch schon viel gesagt, wir haben ganz viele Leute, die sich manifestieren, haut nach bei uns. Wir haben Leute, die schreiben, wir haben Leute, die den Verwaltungsrat schreiben, wir haben Leute, die Personaldelegation rundtreten. Und wir haben immer mehr Leute, die uns rundtreten. Und das will ich so nicht sind die sich helfen, die immer rumkommen von Frauen, die so sie hätten unübrigen Avancen erlebt, von Seite von einer Direktion Kreuzbierg. Wir haben Leute, die uns kontaktieren, die schon an den 90er Jahren, wo am Anfang der nämlichen Direktor schon Kreuzbierg war, und zu einer anderen Funktion, die uns losschreiben, die Lo-Aussagen treffen, mit formellen Briefen, die unterschrieben sind, für zu sagen, ich will die Situation heute denunzieren, ich habe Courage, weil ich merken, dass sich nicht gebessert wird und dass ich das will unterstützen, die Leute, die heute Courage für du gehst in der Welt, weil ich hatte die Courage demnächst nicht. Ich kann nicht ein Zitat vorlesen aus dem Brief, da steht dann dran, ich habe mich nur immer mehr unwohl gefühlt. Eines Tages wird hier in Park ging 4 administrative Gebäude zu mir gesagt, wenn wir 2 wollen mal den Ins gehen, dann müssen wir 2 Mann in ein Bett gehen. Heute fühle ich mich verpflichtet, für meine Erfahrungen mal zu teilen. Für an der momentanen Diskussion in der Krisenstimmung an der Fondation Anna Leid Kreuzbierg an ihren Aussagen die Courage zu gehen und zu unterstützen. Da muss ich es nicht vorstellen. So Briefe kriegen mir, ich weiß nicht wie viel, bestimmt 5 Wochen, also mal all Tag kriegen wir Aussagen von Leuten, die Situationen denunzieren. Und das dort ist eine Situation, die immer rumkommt, die immer beschrieben wird. Du hast auch ein sehr im Courant verschiedener von den Briefen sind direkt in das CA gegangen und den Verwaltungsrat gegangen. Das sind Aussagen, ich muss so, wenn die Aussagen immer rumkommen. Und das ist das, was den Dossier sieht. Wir gehen auf das Kontinu von einem Dossier an, wo ich für Druck so, wir wollen ein Echantillon raus. Aber es sei denn ein Schema dran, es sei denn ein Muster dran. Und die Aussagen, die kommen immer rum und kommen all Tag neue Aussagen. Also kommen Leute aus der Foyer in die Situationen denunzieren, Kinder an der Foyer, die sagen, wir können hier als Arbeit nicht ordentlich machen, wir haben Personalmangel, es gibt keinen Wert, ob Zwang gelöst, es gibt keinen Wert, ob Eis professionell Arbeit gelöst als Kinder, wir müssen Basis Zwang machen, das heißt die Menschlichkeit, die Arbeit am Anfang, die Sozialarbeit mit den Bewohnern, mit den Mitarbeitern, mit einer Behinderung, die geht immer an Druck gestaltet. Aber zählt das dann, wie beim Bestellen von den Maschinen, dass sie da können, ich weiß nicht, 5000 T-Shirts einen Tag trinken. Das ist dann das, was wichtig zu sich schenkt. Ich gehe schnell ich gehe dem Joel Wort. Der Joel kann nach ob einer Situationen angehen, und da machen wir vielleicht einen kurzen Punkt an die nächsten Schritte von unserer Seite aus, die ungeduld sind. Ja, merci vielmals, Piet, für deine ausführliche Introduktion. Ich gehe da ein paar Sachen noch an, die mehr spezifisch den Travailleur Handicapé betrifft.
Obwohl natürlich muss sagen, dass den das nicht einfach so kann trennen, dass den dann der Daner das ganz eng vernetzt. Und es muss sich auch ganz klar gehen, dass so eine Institution wie die Fondation Kreuzbierg kein klassischer Betrieb ist, wie das, was den so im normalen Arbeitsmarkt kennt. Die Relationen, die es gibt zwischen dem Personal encadrant und dem Personal soignant, soigné, pardon, also die behinderten Mitarbeiter oder Bewohner an den Wohnstrukturen, also eine Relation, die extrem tief menschlich ist. Für viele von den Leuten mit einer Behinderung, die da an den Institutionen sind, ist das doch ganz oft den einzigen sozialen Kontakt, den sie haben. Teilweise auch wirklich quasi ein Ersatz für Familie. Die könnt ihr dann also vorstellen, dass wenn natürlich Personalencadrant so einen Druck an der Brede ist, wie das, was alles vom Piet gezielt ging, dass das natürlich dann einen Impact hat, auch auf das Wohlbefinden von den Bewohnern an den Wohnstrukturen oder respektiv von den Salariés Handicapés. Und dass das dann natürlich auch in generellen einfach Mal-être gibt, den Dave sitzt bei verschiedenen Leuten. Dann ist es doch so, wenn dann natürlich so in massiven Entlosungen gehen oder Leute, die hier abends quasi flüchten, weil sie es nicht mehr packen, weil sie so, wenn ich halt mir lange unter den Bedingungen muss schaffen, dann gehe ich selber krank und kann mich so nicht mehr vorstellen, dass ich so weiter kann schaffen, dass das dann auch allkehr ein tiefen Rass ist an die sozialen Bindungen, die beginnen zwischen den Bewohnern, respektive Salariés Handicapés und eben dem Personal encadrant. Du schwätzen wir von Leuten, die teilweise eine Karriere hatten von 30 Jahren beim Kreuzbierg, die gegangen sind, nicht weil sie eine bessere Form tun, sondern weil sie es einfach nicht mehr gepackt haben. Weil sie es einfach nicht mehr konnten, unter diesen Bedingungen weiter alltag auf die Arbeit gehen. Wie gesagt, das dann für den Travailleur Handicapé am Atelier etwas, was den richtigen Rass ist, was den richtigen Verlust von einem quasi Familienmitglied teilweise kann bedeuten. Daraufhin haben dann natürlich auch verschiedene Leute von den Travailleurs Handicapés gedacht, okay, das wollen wir so in der Form nicht weiter einfach nur gucken, aber wollen gucken, dass wir als Personal Encadrant auch irgendwie können unterstützen und wir wollen als Leute halten, dass die Leute, denen wir vertrauen, mit denen wir gelehrt tun, gut, produktiv können zu schaffen und wollen das nicht mehr so weiter unholen. Und haben sich dann zum Beispiel getraut, gerade an einem Atelier, wo so ein Fall war, wo eine Mitarbeiterin gekündigt wurde wegen seiner Bagatelle, haben sie dann gedacht, okay, wir machen eine Art Petition, die wir dann der Direktion wollen aufgehen, für ihnen dann zu sagen, dass man unter diesen Bedingungen nicht wollen, dass der Kreuzbierg sich weiterentwickelt. Im Moment, sagt, die sie da gemacht haben. An dem Moment, wo dann ein designierten Sprecher von dem Atelier dann dezidiert hat, die Petition dann der Direktion wollen aufzugehen, und das dann auch gerade wollte machen, wo der Direktor gerade eben quasi am Gang von den Atelier stung, als er da hingegangen, wollte dann der Direktion Petition aufgehen mit ein paar Erklärungen. Knapp hatten erklärt, Kruten den Petition aus der Hand gehabt, und kurz 4 nur zerrappt, und ganz klar gesagt, dass da wäre eine Situation, die nicht mehr zu sehen hat. Schließlich wäre ein Betrieb, den keine Demokratie, voilà, es gibt keine Demokratie, Sinn an das Mitspracherecht von den Leuten mit einer Behinderung wäre nicht gewünscht und nicht gefragt. Generell ist das eine Attitüde, die wirklich fraglich ist, weil natürlich ist es so, es stimmt, Atelier Protégé ist schon auch eine Arbeitsstelle, es stimmt schon auch, dass natürlich Salariés Handicapés, die da tätig sind, an einem Arbeitskontrakt sind und natürlich auch unter dem Droit du Travail stehen, aber eben gerade da, also eben ganz klar, dass eben schon wohl ein Mitspracherecht und ein Droit au Dialog sozial aber garantiert muss gehen, das steht auch am Arbeitsgesetz. Das ist aber manifestement von seitens von der Direktion aber ganz ernst betrachtet.
Nebenbei, dass da doch eine immens degradante Situation war für den ganzen Atelier, den sich da wirklich den Courage geholt hat, für sich zu engagieren, für erstens mal hier Interessen an hier ein Atelier und dann aber eben auch solidarisch sich wollte weisen mit den Leuten, mit denen sie alltag zusammen schaffen, war das ein richtigen Schlag ins Gesicht, was unannehmbar ist. Nebenbei sind auch ganz viele Témoignagen gekommen von Salariés Handicapés, die ganz klar gesagt haben, dass sie in den letzten 2 Jahren sowieso gemerkt haben, dass sie als Mitarbeiter gar nicht mehr echt geholt gehen. Und dass ihr Besoin am Alltag auch nicht mehr berücksichtigt gehen. Beispielsweise sind Aussagen, die sie gehört haben, die von Seiten von der Direktion kommen, die sie teilweise persönlich gesagt haben, die Behinderten, die können überhaupt froh sein, dass der Hai einen Platz hat und soll ruhig sein und einfach machen, was ihr nicht seht. Oder eine andere Aussage, die verschiedene gemerkt haben, für das, was der Hai leist, verdient sowieso viel zu viel. Gerade bei der Fondation Kreuzbierg ist dieser Satz ein ganz schlimmer Satz. Die Fondation Kreuzbierg ist eine von den Institutionen, die hier Leute mit Behinderung an den Atelien Gesetz von 2004 immer remuneriert wird. Und immer mit der Argumentation, dass es wichtig wäre, zu weisen nach außen, dass Salarien, also Leute, die an einem Atelier protégé sind, sollen als Salarié en tant que tel angesehen gehen, und denn jeder Verein, den du tätig ist, 100% von seiner Kapazität gibt. Auch wenn das vielleicht an der Produktion vergleicht zu einem Validen natürlich eine ganz andere Dimension hat. Klar, aber dass es eine Arbeit wäre, die jeder Verein gepflegt und die müsste gewertschätzt gehen, und dass es eine qualitativ hochwertige Arbeit wäre. Lo B-Mol, aus dem Diskurs ganz anderen. Lo heißt es dann, ja, für das, was der hier liest, verdient sowieso viel zu viel. Also das ist ein regelrechten Rückschritt, gerade wenn ihr bedenkt, von wo eben Fondation Kreuzbierg eigentlich kommen könnt. Wenn ihr eben seht, 2004, für was eine Stadt als Datum gesagt, 2004 als eben große Reform vom Gesetz über den Travailleurs Handicapés gestimmt ging, wo eben gerade als Salarié an einem Atelier protégé als Teil auch Salarié unerkannt go. Früher waren die Leute an Atelien durch die Institutionen allgemein eben nicht remuneriert und die kriegten dann irgendwelche Subsidien oder Hilfen von dem Ministère de la Famille, für über den Mond zu kommen, den RMG oder was auch immer. Und die Tätigkeit, die sie eigentlich an den Atelien verrichtet hatten, waren eben in dem Sinn kein wirklich bezahlten Arbeiten. Sie hatten auch nicht das Statut als Salarié und dementsprechend auch nicht die Rechte von einem Salarié. Wie gesagt, außer der Fondation Kreuzbierg, die damals ganz klar das Signal gesagt hat, vom ersten Tag von ihrer Gründung an, dass sie die Sache anders machen. Den Weg zurückzugehen, das ist eine ganz schlimme Sache. Generell haben noch ganz viele Travailleurs Handicapés témoigniert, dass der ganze Volet Suivi gar nicht mehr existiert. Auch am Gesetz von 2004 ist ganz klar geschrieben, dass ein Atelier protégé nicht nur die Mission hat, den Leuten mit einer Behinderung eine Arbeit anzubieten, aber dass es auf keinen Fall eine Wort Garage sein. Au contraire, es müsste am Anfang eine Plattform sein, wo die Leute ständig weiter gebildet gehen, geschult gehen, trainiert gehen, für den Weg auf den normalen Arbeitsmarkt zu fallen. Das geht aber nicht mehr, weil natürlich pro Person, die dann durch tätig ist am Atelier, ein Plan aufgestellt wird, einen individuellen Förderplan aufgestellt wird, wo dann geguckt wird, okay, wie kann ich die Arbeitskapazität von der Person fördern, optimisieren, und natürlich auch begleiten und unterstützen, für den Weg auf den normalen Arbeitsmarkt zu fallen. Die Mesure gibt früher, da gibt es Service, ein Service Suivi beispielsweise, den ganz klar die Missionen unter anderem unterstützt wird, wo Leute auch regelmäßig unterstützt werden, für Stagen können zu machen, an Entreprisen draußen auf dem normalen Arbeitsmarkt. Alles Mesuren, die zerfallen sind an den letzten 2 Jahren, weil nur noch das ein zählt, das ist Produktion.
Hauptsache Maschinen drehen und Hauptsache es gibt viel Verkauf und es gibt wenig auf die Besoin und ob die Hauptmission am Fongol ergangen, die Fondation Kreuzbiersch an den Atelieren misst nur gehen. Gehen aber auch viele Probleme an den Foyers. Auch Bewohner aus den Foyers haben sich mittlerweile immer mehr gemeldet, dass hier elementar Rechte nicht mehr am Fongol respektiert gehen. Recht zum Beispiel gerade eben über Sozialleben, wenn die nicht mehr respektiert gehen, ist das ganz viel darauf zurückzuführen, dass ein manifeste Mangel an Personal da wir. Dieser Mangel an Personal ist aber nicht zurückzuführen, dass Männer angestellt wäre oder den Personalschlüssel sich geändert hat. Aber als dummer zurückzuführen, dass es in horrenden und Krankenscheine ging, wo immens viel Leute mit, also vom Personal Encadrant, einfach eben auch nicht mehr packen, ob hier Arbeit können zu gehen, aus denselben Gründen, wie das, was der Piet alles schon abgezählt hat. Und natürlich dann automatisch die Situation könnt, dass an einem Haus, wo sowieso schon mit einem Personalschlüssel muss geschafft gehen, den extrem knapp berechnet, dass für wirklich die Besoin von jedem Verein können, not zu kommen, gerecht zu gehen, dann natürlich drastisch an den Keller fällt. Wenn der eine Equipe hat von 3 Encadranten, die dann 15, 20 Leute soll irgendwie betreuen, und fehlt ob im Unterhalten von der Equipe und die kann der Saat gehen, könnt ihr euch vorstellen, dass dann das, was noch gelegt wird, sich auf ein Minimum reduziert. Das heißt, ob alles, was Primärhilfestellungen sind. Alles, was dann aber so Sachen sind, die hauptsächlich so Sozialaktivitäten sind, wir können mal einen Kinobesuch oder können mal irgendwie etwas erholen, sie wird allein oder am Gruppe, dann natürlich automatisch wegfällt. Es gibt aber auch Situationen, wo man sich schon froh kann stellen, wie das überhaupt möglich ist. Es sind als Témoignagen gekommen, die von Leuten bestätigt wurden, dass es mittlerweile so schlimm ist, dass durch diesen wahrscheinlich Mangel an Arbeitskräften, wie auch immer, es vorkommt, dass bei den Bestellungen vom Essen teilweise Essen gefehlt hat, dass Overs man nicht mehr genug Brot da war, für das jeder für ihn mehr wie zwei Schmiere konnte essen. Man am Schlussresultat, dass da schlussendlich verschiedene vom Personal nur ihre Schicht, bevor sie heimgefahren sind, noch sehr auf Tankstelle gefahren sind, für dann die Leute, ob man es noch irgendetwas Kleines dann zu essen zu bringen. Also für ein Land wie Lützeburg fand ich das schon aber ein bisschen fraglich, ganz ehrlich gesagt. Sind auch andere Services, beispielsweise ein Service Kine, der ganz klar sieht, dass immer mehr Prestationen Kinesiotherapeutik eigentlich können machen, weil sie immer mehr abzugehen an die Pflegearbeit. Also für die Leute quasi Personal Encadrant zu helfen, was weiß ich, bei den Toilettengängen oder ihn aus dem Bett zu heben oder hier oder da, weil der Mangel an Personal so drastisch ist, wie ihn eben ist. Was dann natürlich aber auch fatal ist, weil ich meine, so Seance de Kine, das ist für verschiedene Leute nicht nur eine Sache für Bien-être, das ist auch wirklich eine Vitalsache für zu verhindern, dass die Behinderung schlimm wird, dass die Mobilität mehr eingeschränkt wird oder dem nur sogar wirklich Gesundheit aufgestellt wird. Das Bewohner, den hat doch gesagt, den wir gibt sich nicht mit zurückhalten, der gibt in der nächsten Zeit auf Facebook auch Sachen posten. Und ich habe schon Post gesehen, wo er gewiesen hat, also wie sein Druckstall Gesäß mittlerweile schon bis auf Chang Obers nur sagen aus so nur einfach weil nicht genug kann nur ihm geguckt gehen am Sinn für ihm eben die nötigen Soins zu gehen. So Situationen sind für ein Land wie Lützeburg wirklich mehr wie fraglich und für eine Institution wie die Fondation Kreuzbiersch sowieso, weil so Sachen waren bislang effektiv noch nicht bislang für eben den letzten 2 Jahren. Dann sind auch so Sachen wie was der Pito geschwärzt hat, was wirklich streng so arbeitsrechtlich relationell zwischen eben Direktion und Salarié, da wird doch die Rücksicht geholt, ob das Salarié handicapé ist oder nicht. Es sind auch da 2 Salarié handicapé, die kürzlich recht demissionäriert haben und trotz der schwierigen Situation eine neue Arbeit als Salarié handicapé Arbeitsmarkt zu finden, eben lieber gesagt haben, nee, ich tue mir das nicht tun, ich komme nicht weiter hier an das Atelier arbeiten, ich demissionieren.
was hier recht, also das ist ja gut kein froh, die dann aber direkt, nachdem sie demissioniert haben, an das Büro konvokiert goufen und sich schon müssten erklären, was das dann soll. Wie, was sie ihnen gewogen dort zu demissionieren, also so quasi auf Frohgestalt gehen, hier Recht, überhaupt den Betrieb zu verlassen. Kruten auch gesagt, sie müssten noch am Detail sagen, was hier Plan wäre für die Zukunft. Das wäre vom Ministerium das verlangt gehen. Die Sohn ist noch kein Reglement Grandikal oder Gesetztext oder so etwas fand, wo das so formuliert wäre, dass ein Salarié, der könnt, und auch nicht der Salarié handicapé, misst seinem Arbeitgeber seinen Lebensplan auf den Tisch legen. Die Leute, die wollten noch akkompagniert gehen, weil sie eben sowieso schon ein bisschen Angst hatten, an das Gespräch zu gehen, kruten sie refusiert. Kruten sie wirklich refusiert. Die haben nicht dürften, ob ihr elementar recht, eben dabei so ein Gespräch in Delegierten dabei zu haben oder Person de son choix. Sind da an den Gesprächen teilweise auch wirklich unter Druck gesagt gehen, regelrecht unter Druck gesagt gehen. Eng von denen zwei Personen wurden am Nachhinein sogar ein Schreibens offiziell und Direktion geschickt, mit Kopie und Delegation, wo sie das ganze Gespräch auf den Tisch also gelöscht hat und wirklich regretiert hat, dass nur so viele Jahre, wo es da geschafft hat, sie die Institutionen in diesen Konditionen müsst verlassen. Darauf sind, kriegt dann zwei Strupp einen angeschriebenen Brief von der selben Direktion, dass wenn sie das nicht direktiv zurückholen, sie juristisch poursuiviert gehen. Voilà, das ist nur für mal ein bisschen den Kader zu setzen. Dann nebenbei muss ich auch sagen, wie gesagt, das waren Mitarbeiter, die wirklich lange Jahre da am Atelier geschafft haben, kriegten sie auch direkt den Tag selber, für die eine Person, die andere Person, manchmal war den Tag drauf, per Mail mitgeteilt, dass sie ihre Präavis auch nicht zu prestieren hatten. Sie dürften den Tag drauf schon nicht mehr auf den Kreuzberg kommen. Es war dann natürlich ganz schön formuliert. Dann hatten sie Zeit, für sich auf ihr neue Arbeit zu präparieren. Und mit aber dem Resultat, dass die zwei Mitarbeiter nicht mal die Gelegenheit kriegen, sich anständig zu verabschieden, wie von ihren Kollegen, aber auch mal nicht die Gelegenheit kriegen, für überhaupt hier Sachen zu rekuperieren, die teilweise noch immer da an den jeweiligen Atelier sind, wo sie geschafft haben. Also eine Art und Weise, mit Leuten umzugehen, die wirklich unter aller Sau ist, die an keinem Betrieb seinen Platz hat, wo wir leider natürlich wissen, dass der Kreuzberg keine Exception ist. Es gibt viele Betriebe, wo leider der Respekt vis-à-vis vom Salarié nicht hoch steht, aber die an einer Institution wie die Fondation Kreuzberg auf keinen Fall darf sein. Aber wir werden da Toten ganz klar auch nicht noch lange nachgucken, weil wir also auch froh, dass mit all denen Sachen, die dich liegen, die belegbar sind, das ist mir erfahren nicht. Wir setzen nicht Sachen an die Welt, wie andere Leute das gerne machen. Wir können alles belegen, was wir hier avancieren. Also da ist auch wirklich ein froh, wie es kann sein, dass der Verwaltungsrat so passiv reagiert auf das Ganze. Und auch da, also löst froh, diese stellt, wie Firmen sie auch mit der Verantwortung muss drohen, und am Fongehol auch sie auf froh muss stellen. Ja, merci Joel. Ich meine, das war ganz viel, war ganz viele Informationen, ganz viele Situationen noch hier. Das ist aber just die Spitze vom Eisberg. Ich habe ein paar Mal gesagt, dass wir haben nicht das ganze Dossier beschwert, aus den Gründen, die wir vorher angeschaut haben, aber wir haben als Einzelsituationen rausgeholt als Echantillon. Den Echantillon ist aber repräsentativ. Und schon vorher schon gesagt, wenn sich etwas rauskristallisiert, dann ist das die rote Faden, das ist eine soziale Mission, das ist ein unmenschlicher Führungsstil von der Direktion ausgeht. Und das heißt, Leute in der Druck gesagt gehen an heftig menaciert gehen, an sanktioniert gehen, wenn es Bagatellen an das ganze von der Atmosphäre kreiert, im Kreuzberg, die nicht mehr am Ende von den behinderten Mitarbeitern und auch nicht mehr von gar keinem Salarié, die alle mit der Angst anfangen auf der Arbeit gehen. Der Joel hat es gesagt, und das ist eine wichtige und pertinente Frage, die ich muss stellen. Als CA, als Verwaltungsrat total handlungsunfähig oder gelebt
ein Verwaltungsrat der Leute nicht denen Hunderten aus, die man ihnen präsentieren, oder also dem Verwaltungsrat einfach nicht wert, vielleicht die Leute halt zu schützen. Ich will doch so ein wo man um Pike an den Verwaltungsrat gerufen sind, du hast dann da so kommen von einem Präsident vom Verwaltungsrat, ob mir eigentlich weisten, was das sie gibt kosten, für eine direkte Aufwandung zu bezahlen, wenn sie dem für so eine Mist gehen. Das ist ein ganz heftig aus. Ne? Wir haben eine Gegenfrage gestellt, wenn ihr denkt, erstens mal für seine Partei auf, das wäre ja dann mal eine interessante Frage für zu klären. Auf der anderen Seite haben wir die Gegenfrage gestellt, was dann, wenn ihr Preisschild und Sicherheit von den Leuten hängen und voll befanden von der Madamstadt, ob das dann finanziell mit klein ausfallen oder nicht. Es kann nicht eine Frage vom Preis sein, und wie gesagt, der Preis vom Wohlbefinden von den Leuten, von der Sicherheit von den Leuten, sowohl von den Salarien wie von der behinderten Madamstadt, muss immer darüber stehen. Dafür haben wir dezidiert, und da wollte ich ganz kurz auf die nächste Etappe, auf den nächsten Schritt angehen. Dafür haben wir dezidiert, ganz kurzfristig zwei Interviewen anzufragen bei den zwei zuständigen Ministern, nämlich von der den Arbeitsminister Herr Kersch und der Familienminister Madame Kahn. Wir wissen, dass Minister das nicht zum Ressort oder zum Daily Business von den Ministern gehört, für sich an Personalpolitik von Betrieben anzufangen. Das ist aber ganz klar die Responsabilität von diesen zwei Ministern, für das Wohlbefinden von den Usagern zu garantieren. Und da dann eine Institution, die von öffentlichen Geldern, von Steuersuchen, von uns alle Guten, mit finanziert und unterstützt wird. Das ist ganz klar ihre Responsabilität. Und da wenn sie auch dezidiert, die Schritte zu machen, an die zwei Minister anfangen, mit diesen Situationen zu konfrontieren. Darüber hinaus werden weiter gewerkschaftliche Aktionen stattfinden, das auch vielleicht mehr lokale Plan, schon wieder gesagt, Foyern, viel möchten auch an Foyern, auch Personaldelegationen, da man was du von den Foyern tritt, also in das Ruhe getreten, hat gesagt, wir schwätzen mit den Leuten von den Foyern, die kommen auch alle gut noch bei du an, oder immer mehr bei du an denunziäre Situationen, die den Joel Orlo schon teilweise so geschwärzt hat. Und wenn es werden weiter gewerkschaftliche Aktionen stattfinden, auch dann im lokalen Niveau vielleicht bei den Foyern. Darüber hinaus muss ich so ein CA, den weiterhin und der Idee festhält, für einen externen dann zu beobtragen, für die Situation zu bauen und zu gucken und zu analysieren, muss ich so in die Idee vom Audit von Doren festgehalten wird. Mir von Anfang an gesagt, nur die das nicht Lesung, nur die wäre vielleicht für ein Jahr Lesung, wäre ich mir also haut sicher nicht mehr. Wir schließen doch nicht mehr aus an einer weiteren Phase, nur die von unserer Seite uns froh, was dann ein Schlichtungsamt für, aber wir wissen, was auch eine Non-Konstellation beim Schlichtungsamt bedeutet, das bedeutet Streikrecht für die Leute an einem Litigkollektiv.